Podcasten wäre schon nichts Hauptberufliches. Nein, wahrscheinlich für mich auch nicht, nein. Also wenn das jetzt 24 oder auch Streamer. Ich glaube, du musst dir unglaublich viel zu den Fingern aussaugen. Also Ja. weißt, du musst ja immer Content haben. Ja, und das 24/7. Aha. Wenn das immer und das halt die Leute auch von dir erwarten, dass du immer ablieferst, dass du immer ein neues Geschichtchen zu erzählen hast. Irgendwann hast du einfach alles erzählt. Ja. Bei diesem Punkt sind wir gefühlt letzte Woche angekommen, dass wir den Überblick vergessen haben. Ja, es ist schon Wir so. wissen nicht mehr, was wir am Erzählen sind, aber wir machen einfach weiter. Vielleicht ist auch das einfach so der Clou an dieser ganzen Geschichte. Ja. Ich glaube, die Leute haben es dann einfach, die Streamer, wenn wieder zum Beispiel ein Spiel mega im Hype ist oder irgendetwas, wo dir selber mega Bock macht. Ich glaube, dann hast du ein schönes Leben. Weil dann kannst du wirklich das machen, was dir richtig Bock macht und verdienst noch fett Cash dabei. Aber sobald es so nichts läuft, kein Spiel, oder eben nichts, was dir Spass macht, das schon, ja, wäre wahrscheinlich nichts für mich, nein. Nein. Aber das stimmt schon. Also, das habe ich mir sogar auf dem Kärtchen aufgeschrieben. Ich bin die letzten paar Wochen ein bisschen Basti GHG süchtig geworden. Basti! Der Basti. Basti. Genau. Also ist ein deutscher Minecraft-YouTuber. Ja, Mann, eine wo Legende. absolut geile Challenges auf YouTube aufladen und immer mit geilen Mods. Und er macht auf Fiverr oder irgendwelche Sachen kaufen. Probiert das dann so einzuordnen, welche Mod oder was auch immer für welchen Preis. Und es ist unglaublich unterhaltsam. Ja. Aber Er hat der Dude, der liefert einfach immer ab. Der hat ja eigentlich genau das Problem. Und er macht ja noch immer das gleiche Spiel seit Jahren. Und hat Nur aber Minecraft. immer neuen, coolen Content. Also, das ist verdammt krass. Nach jeder abgefuckten Challenge denke ich mir oder stelle ich mir die Frage, wie kann man das nochmal toppen? Gibt's überhaupt, ist das Spiel nicht schon genug ausgelutscht? Aha. Das hast du jetzt auch schon 1000 Stunden angeschaut, aber bei ihm, er hat irgendwie so einen, wie sagt man dem? Also ich tue da meine Er hat Finger so eine Freude dabei. Er hat so eine Freude beim Minecraft-Spielen, dass es einem Spass macht. Oder die Freude schwappt auf einem über, habe ich das Gefühl. Schwappt. Ja, Schwebe die schwapp. ja, fast Buchstaben verschluckt. Nein, aber ich glaube, das ist auch das, was so anstachelnd ist bei ihm. Weil ich weiss noch dort, wo er mal eine Challenge gemacht hat, dass er alle Arten von Mobs, wie sie spawnen können in der Welt, hat er gesucht. Dass er jede Art mal gesehen hat. Und am Schluss ist es darum gegangen, ein Full-Dia-Skelett oder ein Full-Dia-Zombie, glaube ich. Genau, ein Full-Dia-Zombie zu finden. Und er hat sich riesige Flächen gebaut, wo er nachher mit einer Schiene Minecart immer riesig hin und her gefahren ist, damit es immer wieder neu spawnt. Und irgendwie hat er dann nach 2-3 Tagen im Stream das verfolgen, hat er den huren Dia-Zombie gefunden und ist halb in Tränen ausgebrochen. Also es ist wirklich richtig emotional. Der hat so ein... Eben, er hat den einfach gesehen im richtigen Spiel, so ohne irgendwie etwas. Und die Motivation, das hat er ja einfach so in die Welt gesetzt für sich, die Idee. Und das nachher 2-3 Tage zu verfolgen und alle Leute mitzureissen, das ist schon dem sein harter Skill. Absolut. Und er sucht immer so die Herausforderung, natürlich mit diesen Challenges. Also die Folge, die ich gestern angeschaut habe, das war mit dem Stegi zusammen. Und Stegi, dort, ja, dort haben sie eine 4. Dimension erkundet. Und es gibt ja bei Minecraft alle OGs. Es gibt ja den Nether, es gibt die normale Welt und es gibt das End. Und jetzt bei dieser Mod, das war ein Mod, in diesen neuen, das ist glaube ich Caves and Cliffs, hat das Update geheißen. Ja, Caves and Cliffs sind Update, ja die Ancient Cities sind ja dazugekommen, mit dem Skulk und so. Und dort, mit dieser neuen Mob, sind die Ancient Cities noch grösser. Plus, dort gibt es auch ein Portal. Und
das ist die Ancient City, ist quasi wie ein oder ein abgebrochener Teil von dieser anderen Welt. Und das war verdammt krass, sind sie dann eben in die 4. Dimension, in die Skulk-Welt, sage ich jetzt. Und nachher auf den Koordinaten ist man unterhalb vom Bedrock gsi. Ah, krass. Noch auf minus 2000 oder so. Wie so eine zweite Höhle, aber halt nicht die Höhle, sondern noch in der Overworld. So wie so ein, ja, eigentlich gut beschrieben. Extrem, ja. Und es hat dann in dieser 4. Dimension hat's auch wieder neue Biome gehabt, neue Items und das volle Programm. Und es war einfach auch wieder geil gewesen, irgendein random Dude hat sich gedacht, hey, die Ancient Cities, die sind irgendwie, die haben Potenzial oder die sind noch nicht fertig gedacht, mache ich da irgendetwas? Und das hat andere Leute wieder dazu motiviert. Das Video war irgendwie eine Stunde lang. Und der Basti und der Stegi haben 2 Tage gebraucht, um überhaupt dort hinzukommen. Weil die Monster dort sind übelst, die rasieren alles. Ja, der Warden heisst er, glaube ich. Genau, der Warden. Und den haben sie eben mehrmals müssen töten, weil der neue Items droppt. Und um das Portal zu aktivieren, brauchst du mehrmals ein Herz von einem Warden und so. Also es ist so voll auf überlegt. Ender Pearls angelehnt. Ja, so. aber es ist voll überlegt. Und ja, das einfach am Basti seine Videos, die haben es mir die letzten paar Tage, Wochen voll angetan. Ich habe jetzt gerade einen Gedanken gehabt zu der Frage, die du vorher gesagt hast, mit dem, ist das Spiel nicht schon so alt, weißt, dass man sich das überlegt. Aber vielleicht, weil das ist ja wirklich, da ist Minecraft anders wie ganz, ganz viele Spiele. Du kannst mega einfach selber etwas daraus machen. Also du hast voll viel Potenzial eigentlich vom Spiel, ist, dass du etwas kannst ändern am Spiel. Auch weil es mit Java auch programmiert ist. Also es ist so richtig, es ist so vielleicht, ist es der Gamechanger, man muss nur das beste Fundament für ein Spiel liefern und die Leute machen das geilste Spiel daraus, was es gibt, die Community. Oder muss man so ein eben völlig fertiges Spiel, all die Storygames und so? Oder ist das der Approach? Weil, spannende Frage, ja. Sonst fallen mir eigentlich nur so ein bisschen Survival-Spiele ein, die einen ähnlichen Ansatz haben. Das kannst du bauen und kannst, blöd gesagt, es hat zwar eine Story, es gibt die Möglichkeit, eine Story zu haben, aber grundsätzlich ist der Weg das Ziel bei diesen Spielen. Und bei den Storyspielen ist ja doch irgendwie das Ziel. Ja. Ja, also nebst Minecraft, wo ich praktisch immer im Creative-Modus gespielt habe, ist das einzige Game, das mich halt von Anfang bis am Ende komplett abhängig, also des anderen abhängig gemacht hat, war Pokémon. Ja. Aber dort, du hast schon auch deine Story, du hast deine Arenas gehabt, wo du deine Orden hast müssen organisieren. Aber alles dazwischen, das Trainieren, das Item stacken und so, bist du auf dich allein gestellt gewesen. Und eigentlich hat es etwas von einem Oldschool Open World, der Ansatz. ja. Sodass du zwischen der Story dich kannst frei herumbewegen und die Welt erleben. So habe ich Pokémon noch nie angeschaut. True, ja. Das erste Open-World-Game. Ja. Vielleicht. Die Experten liegen alle falsch. Oder weil es war echt das erste gewesen, so GTA 1, also Grand Theft Auto damals. Was noch so aus Vogelperspektive war. Ich glaube, San Andreas war das erste, das ich irgendwie so mitbekommen habe. Ja. Mal gesehen habe. Ich sage jetzt mehr von den Spielen allgemein. Nicht, wir haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen, das erste. Habe ich das Gefühl, das war voll viel vorher gewesen. Aber ja, das habe ich mich noch gar nie gefragt. Vielleicht war es auch ein Mario gewesen, weißt du, Mario 4. Gut, Mario 4, es ist nicht Open World. Es ist, du hast nicht einfach selber immer so in die Level reingehen. Weißt du, so das ist schon in der Nähe von Open World. Ja. Aber du hast, also ich habe es selber nie gespielt, Mario 64. Aber du bist dort schon ziemlich gelenkt worden. Schon auch wie bei Pokémon. Aber bei Pokémon hast du
mehr auch eben müssen trainieren, deine Pokémon müssen leveln. Und bei Mario ist einfach das Leveln oder das Level schaffen das Ziel gewesen. Ja, es ist ganz ein anderes Innerhalb des Levels hat es nicht grossartig etwas zu machen gegeben. Das stimmt eigentlich. Außer Glitches suchen, um Ja. dann so Speedruns krass zu machen. Ja. Speedruns, ganz eine geile Sache. Es hat wieder einen neuen Minecraft-Weltrekord gegeben. Mit Open Seed, also wo du einfach auf der Seed spawnst und dann so schnell wie möglich. Also du kennst ihn vorher nicht. Aber schon mit all das Zeugs, wo wir glaub, schon mal besprochen haben, wo so kannst schauen, wo ist was, wie, wo und so. Und natürlich gehört viel Glück dazu. Aber es ist wieder krass. Der war der Erste, der den Ender Dragon vor 7 Minuten besiegt hat. Aber 7:2 oder so ist die Top-Time. Und ich weiss noch, ich habe vor einem halben Jahr ein Video geschaut, wo der Veni, auch so ein Oldschool-Minecraft-YouTuber, das ist aber ein Österreicher, aber der ist auch schon deutsche Minecraft-Projekt früher dabei gewesen. Und der hat das Video angeschaut, damals von irgendwie 7 Minuten 30 oder 7 Minuten 40. Und der Typ, der den Rekord gemacht hat, hat das so perfekt gemacht, dass man nachher gesagt hat in der Szene, das ist jetzt mal einer, der wieder ein Zeitchen nicht geschlagen wird. Und jetzt ist da der andere Dude gekommen, hat in seinem Run mega viele Fehler gemacht. Also er hätte locker, nicht locker, also wir reden da von den Besten, von den Besten, aber in seinem Könnensbereich hätte der auch 20 oder 30 Sekunden schneller können sein. Also er hat zwar es noch nicht unter die 7 Minuten geschafft, aber er hat allen in der Szene bewiesen, dass es möglich ist. Und das ist mega krank. Das Spiel ist so alt und klar, es verändert sich immer wieder Sachen und es ist ja dann die neueste Version und es gibt ja von jeder Version Speedruns. Aber es ist mega krass. Die Leute, die beschäftigen sich nur mit Minecraft. Das ist dann ihr Job oder auch der YouTuber. Lebensinhalt. Total der Lebensinhalt. Und auf diese Meinung kannst du oft recht viel geben und dann kommt einfach der andere hinführen und macht so einen Run, wo jetzt viele Leute, YouTuber, die nicht so gut sind, also auch super krass im Speedrun, aber nie bei der Weltspitze, den jetzt zum Beispiel nachmachen. Mit dem genau gleichen Seed und dann versuchen das nachzudingseln. Und weil sie halt nicht suchen müssen, aber die meisten schaffen es jetzt auch unter dieser Zeit. Natürlich wäre das dann kein Speedrun mehr mit Open World, weil du kennst ja alles. Open Seed, sorry. Weil du kennst alles, das ist ganz eine andere Geschichte. Aber rein spielmechanisch, rein technisch, können das ganz viele Leute schaffen. Also es ist so krass. Das ist crazy. Ja. Thema sich mit Videos und weiss nicht was berieseln lassen. Du hast vor einer Woche, 2, hast du auf YouTube noch ein Format entdeckt. Ja. Vom Schweizer Fernsehen. Wow, stimmt. Und ich glaube, das ist auch noch schnell ein Gespräch wert, um das so schnell finde ich auch. zu erzählen. Erzähl nur. Aha. Ich kann auch erzählen. Ich kann eigentlich nur den Introduce machen. Ah, okay, ja, gut, dann erzähle ich sehr Du hast gerne. es gefunden? Ja, gut, das stimmt. Das sind deine Lorbeeren. Ehrengebühr. Ja. Ja, gut, ist jetzt nicht so eine Leistung, wenn du so verhängt in der Nacht vor dem Laptop hängst und YouTube dich... Eigentlich hat es YouTube gefunden. Nein, auf jeden Fall... Da gibt es aber auch ganz geile Memes. Ja. So ganz eine verstrubelte Katze oder du kannst es nicht genau identifizieren. Und Netflix, wo nach 7 Stunden fragt, bist du noch am Zuschauen. Und du siehst dich im Spiegelbild vom Laptop. Oh ja, das ist ganz heftig. Wo, wenn der Laptop keinen Akku mehr hat und ausschaltet und du sitzt vor dem kalten Nichts und es schaut dich dein eigenes Gesicht an. Wow, shit, Und du Alter. siehst dich einfach so einen verfaulten, vergammelten Sack, der dort... Schlimmster Moment. Auf jeden Fall ist das ein Format, es heisst Unlocked, so wie I unlocked my Smartphone. Und es ist vom SRF. Ich weiss jetzt nicht von welcher Abteilung gerade vom SRF, aber irgendetwas, wo auch so ein bisschen mehr in die Street und die Jugend geht. Da hat ja der SRF auch verschiedene Teams. Blöd gesagt, Nachrichten machen die einen, die anderen Leute machen Unterhaltung. So. Und das ist, glaube ich, eher etwas für die Jüngeren angedenkt. Und das Prinzip der Sendung funktioniert so: Du hast eine, das ist die Reporterin, sozusagen, die Interviewerin, und die geht auf die Straße, so im Ausgang leben oder auf dem Frauenfeld oder einfach so ein bisschen dort, wo wirklich die Jungen sind. Und es basiert darauf, dass die Jungen ihr dann ihr Handy geben, in die Hand drücken und sie sucht und durchschaut das ganze Handy
und macht das Interview gleichzeitig und befragt dich. Und das ist halt brutalst, weil jeder von uns weiss, man kann erzählen, wer man ist, wie man will, aber wenn jemand in dein Handy hineinschaut und schaut, was du schaust, dann sagt das einfach etwas aus. Und es ist ein mega, mega spannendes Format, weil es sind dann in einer Folge, glaube 2 oder vielleicht 3 Leute, die parallel interviewt werden. Und es ist mega krass, wenn du siehst, wie all die Leute, die jungen Leute, in den gleichen Struggles oder ähnlichen Problemen und doch jeder in seinem eigenen Problem drinnen ist. Und es gibt einem vor allem auch mega so das Gefühl, wieder sich selber zu spüren. In dem ganzen Einheitsbrei von Persönlichkeiten. Einfach mal wieder zu merken, oh ja, stimmt, schau mal, der ist so und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und es hat mich selber ein bisschen therapiert. Es ist wirklich ein lässiges Format, also eine mega Empfehlung da raus. Und jetzt will ich aber trotzdem dich fragen, wie du das so empfunden hast. Aber der André, ich glaube, das war mal auch bei uns ein Gesprächsthema am Morgen, dass du erzählt hast, hey, eben gestern am Abend am Vergammeln und dann hat sie mir das vorgeschlagen. Genau. Und dann habe ich das auch bei mir im YouTube so später ansehen, habe ich es dort drin da. Und dann am gleichen Abend habe ich alle 11, 12 Folgen, die bisher draussen waren, durchsuchen. Same. Also einfach die erste Folge, die hat es mir schon komplett angetan, weil eben so die Idee von dieser ganzen Geschichte, du musst dich in diesem Interview halt komplett entblößen. Du kannst dich nicht rausschnurren, warum das jetzt in deinem gelöschten Fotoordner halt gleich noch Sachen rum sind, wo dir zum Verhängnis... Ja, dann kannst du dich einfach nicht rausschnurren. Erstaunlich viele Leute mit Nacktbildern von sich auf dem Telefon. Komisch. Oder halt Google-Suchverlauf. Ja. Wie lange nach deiner irgendetwas kannst du noch Pille danach und keine Ahnung. Also das sind alles Fragen, die halt normale Menschen in ihrem normalen Leben genau gleich wie du die gleichen Probleme irgendwie haben. Und das holt einem wirklich wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, dass der eine ist mir ein bisschen geblieben auf dem Festival und ja, der Dude, die Reporterin hat dann, also die lässt sich das auch nicht nehmen, mal ins Bankkonto reinzuschauen. Dort fragt sie aber zum Glück noch. Ja, also das muss man wirklich sagen, sie macht auch einen mega guten Job. Ja, man muss sagen, sie wühlt ja total da drin und stellt auch mal eine unangenehme Frage, aber sie macht es doch sehr sympathisch. Also man hat das Gefühl, sorry für einfach den Einschub, man hat das Gefühl, wenn sie redet, es ist alles okay. Also, sie gibt einem das Gefühl von, du bist aufgehoben. Ist zwar speziell, das gebe ich dir auch zu spüren, aber du bist aufgehoben. Mhm. Das finde ich macht sie hure sexy. Extrem, ja. Und der eine Dude, der aber auf dem Festival und nachher er dort in einem dunklen Eckli ist sie ihn interviewen gekommen, aufs Bankkonto. Und dann sind halt noch 300 Stutz rum gsi. Und das Festival hat, glaube ich, erst gerade angefangen. Und ich glaube, das Frauenfeld sogar. Das weiss ich jetzt nicht, aber es war auch noch Anfangs Monat oder Mitte Monat gewesen. Und dann hat sie dann eben so eine unangenehme Frage gestellt, wie lange sollte der Kohle dann einfach noch heben? Ja. Ja, und er hat und ihn selber aber gefunden. In so einem Moment eben, musst du einfach, oder du merkst eigentlich, hey, da aussen in der grossen, weiten Welt, es gibt so viele andere Probleme und vielleicht sind die eigenen Probleme auch gar nicht so schlimm. Mhm. Und das ist wirklich auch von meiner Seite komplett die Empfehlung. Schaut das Unlocked-Format vom SRF mal an, bildet euch eine eigene Meinung, aber ich habe es sehr gut gefunden. Ja, es ist so echt. Es ist so echt einfach. Und ich glaube, das war in der gleichen oder eine vorne gewesen, halt auch so ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt das war, 21-, 22-Jähriger, macht 5 oder 6 Mal in der Woche Sport, richtig parat, sich auch gerade auf ich glaube auch das Frauenfeld. Und der hat halt gesagt, der geht dort zum Frauenflachlegen. Mhm. Ja. Und er hat mit seinem Kollegengrüppli Bananenbrot. Das war irgendwie ein Stichwort. Mhm. Dass wenn er Bananenbrot sagt, dann müssen alle seine Jungs quasi verschwinden, ja. weil er gerade eine schnell muss verräumen.
Ja. Ja. Und ja, Es ist einfach spannend, die Einblicke, die man sonst nicht hat. Es gibt doch einen Namen für das, dass der Mensch Freude daran hat, ins Privatleben von anderen Menschen hineinzuschauen. Ist das Voyeurismus? Oder bin ich gerade völlig falsch? Es kann sein, ich habe das gerade im Kopf. Es gibt auf jeden Fall ein Wort für das. Aber ich muss gerade schauen, ob es Voyeurismus wirklich ist, weil sonst ist es vielleicht ganz komisch. also heisst also auf ist das Englisch oder Französisch? Vielleicht Weil ist- Voyeur ist ja ein Dieb. Voyeurismus, ich weiß nicht, ob vom Latinischen von dort her irgendwie der Begriff kommt. Doch, schau. Erregend ist der Vorgang des Zusehens und nicht die sexuelle Handlung mit der beobachtenden Person. Also es geht ums Beobachten von Leuten, nicht sexuell, sondern einfach das interessant finden. Ist eine Form von Paraphilie. Voyeurismus. Also einfach, dass ich schnell für andere irgendetwas nachgefragt habe. Das ist nicht das, dass du deiner Freundin zuschaust, wie sie von einem fremden Typ verräumt wird und Nein. du geilst dich an dem auf. Nein, eben, also ich muss vielleicht den Satz von Anfang an Voyeurismus ist eine Form von Paraphilie. Keine Ahnung, was Paraphilie ist. Bei den meisten Personen mit voyeuristischen Neigungen liegt keine voyeuristische Störung vor. Erregend ist der Vorgang des Zusehens und nicht die sexuelle Handlung mit der beobachtenden Person. Voyeure suchen keinen sexuellen Kontakt mit den Menschen, die sie beobachten. Es geht rein ums Beobachten. Aber irgendetwas ist ja erregend. Nein, es geht eben nicht um sexuell. Das ist der. Es geht nicht. Kannst du es auch nochmal vorlesen? Erregend ist der Vorgang des Zusehens. Aber nicht sexuell. Lies weiter. Ja, ja. Eben, es geht Aber sexuelle Handlung, aber irgendetwas der ist Spaß am erregend. Ja, der Also Spaß am Zusehen. Aber wenn es zweimal schreiben, nicht sexuell, dann gehe ich davon aus, dass nicht sexuelle Erregung gemeint ist. Ja. Und ich kenne es auch nur so. Ich kann jetzt nur sicher sein, ob es das ist. Ja, weil es gibt, bei Family Guy gibt es auch so ein ganz geiles. Ja gut, aber Family Guy ist aber, nein, die aber wissen's. das ist ja auch, ich weiß nicht, eine Art von Fetisch, soweit ich Bescheid weiss. Also ich glaube, du vermisst das jetzt. Es geht nicht um Sexualität. Das, was ich meine, ist wirklich Ja, nur ja. die Freude am, zum Beispiel, schau, all die Hartz-IV-Dokus. Um das geht es. Zuschauen, Leute beobachten. Das ist kein Stalker. Schon Ein erregend. Stalker. Also mich Nein, erregen auch Sachen, die nicht sexuell sind. Ja, ja. Es muss nicht immer gleich sexuell sein. Ja, ja. Nein, ich verstehe und ich weiss, dass es da einen Unterschied gibt. Das ist schön. Ich muss, ja. Das können wir aus der Welt schaffen. Aber ich weiss nicht, ob das Wort mehr mit dem einen oder mehr mit dem anderen oder wie die zwei Sachen keine heissen. Da gibt es in meinem Kopf ganz schnell zwei Fragezeichen. Ja, und es gibt ja irgendwie scheint's eine krankhafte Art. Wenn sie schreiben, nicht die krankhafte Art haben die meisten Leute, aber es gibt krankhafte Art. Also von dem her, es wird schon irgendwann wahrscheinlich komplett Absturz. Ja. Aber man kann ja nicht sagen, dass alle Leute, die so etwas schauen. Ja. Nein. Ja. Ein Family Guy hat eben so mal irgendeine Szene gehabt, ich bringe sie jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber halt zweimal die gleiche Szene, aber eine ist nochmal überspitzter und der Peter irgendwo im Schatten, zwei wildfremde Leute, wenn sie im Bett irgendetwas am Machen sind, zuschauen und dann steckst du die in die Kehle. Und Oh mein Gott. ja. Das ist mir Das ist wahrscheinlich die krankhafte Version das vom muss die Voyeurismus. Ja. Wenn das Voyeurismus überhaupt ist. Oder ob das Ja. nochmal irgendwie anders heisst. Ja. Ja, macht euch eigene Recherchen. Du, wo jetzt am Zuhören bist. Eben, wenn du Voyeurismus googelst, dann kommt das, was wir jetzt gerade Ja, vorgelesen haben. ja. Voll unlocked. Unlocked. Absolute Empfehlung. Ganz gute Empfehlung. Diese Woche ist gerade eine neue Folge rausgekommen. Ich glaube, wirklich? Habe ich noch nie gesehen. Wow, muss ich schauen. Hat es mir gerade vorgeschlagen. Und auch wieder super unterhaltsam. Sehr geil. Muss ich mir angucken. Aha. Aber ich bringe jetzt nicht mehr ganz zusammen, was dort für Leute
dabei sind. Gut, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe wahrscheinlich nicht alle gesehen, aber die ich alle sogar gefunden habe. Und von denen ich wüsste auch nicht mehr. Also die Hälfte der Leute. Es bleiben dann immer so einzelne Ja, also so einfach Bruchstückchen. Sachen, die einem interessiert haben. Beim Thema Interessieren haben wir gestern auch noch ein ganz gutes Video geschaut, wo am 6. Uhr rausgekommen ist. 7 vs. Wild! Das haben wir heute bei Pfusch. Wir haben euch noch gar nicht begrüßt. Herzlich willkommen beim stimmt. Pfuschcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich habe Das gesehen, dass ist ihr da eigentlich sind. deine Aufgabe. Du machst das immer. Ja, stimmt. Das hat sich irgendwie Ich kann- unbewusst so eingebürgert. Ja, und ich wollte vorher es noch machen, habe es dann aber vergessen. Schön, dass der Nils mal wieder dran gedacht hat. Aber du siehst, ja, das ist tipptopp. Pushcast, der beste Wenn wir nicht Podcast Heu von der sagen, müssen wir auch Schweiz. nicht Tschüss sagen. Aha. Es Könnte gibt das irgendwie so ein sneaky way sein, um sich einfach rauszuschleichen? Ja. Weißt du, so wie wenn das Gespräch ist nur eröffnet, wenn jemand sich begrüßt. Und wenn du einfach nicht begrüßt, dann darf der andere nicht reden. Ja. So. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man glaube irgendein Sitcom oder etwas einmal gesehen Also so ein das Gag. hat der Kollege bei seiner Freundin gemacht. Also nein, ich muss schnell ausholen. Weil er hat sich mit dieser Lady mal getroffen, haben sich über Tinder kennengelernt und nachher haben sie einen mega schönen Tag gehabt, haben sich mega gut verstanden und dann hat sie dann glaube ich beim Verabschieden, Tschüss sagen oder einfach, wo es langsam gegen den Schluss angekommen ist, hat sie dann gesagt, ja, es war mega ein schönes Date gewesen. Und dann hat der Kollege gesagt, ja, das war halt nur ein Kennenlernen, noch kein Date. Und er hat dann gesagt, es ist nur ein Date, wenn man das von Anfang an so Ja. deklariert. Ja, absolut. Weil vorne ist es einfach ein Umsein Ja. zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Ort. Gang ich mit dieser Aussage. Und nachher hat es dann zu einem Date abgemacht. Perfekt. Voll. Ja. Die sind jetzt glücklich zusammen. 2 Kinder. Wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schönes Also, sie leben Gesichtli. noch. Schönes Denen geht es, Gesichtli. glaube ich, super. Ja, lustig. Aber es ist schon so, wenn du es nicht im Vorhinein sagst, ist es kein Date. Das habe ich auch mal als junger 40-Jähriger oder so mal müssen lernen. Ich kann da niemanden beim Namen nennen, aber ich bin aufgrund von einer Schularbeit zu einer Kollegin aus der Klasse heimgegangen, so dort arbeiten. Und I swear, ich habe so das Gefühl gehabt, das ist das Date von meinem Leben. Und alles. Und wir sind halt einfach nur da und das Schulzeug gemacht, bin ich wieder gegangen. Es war kein Date. Aber für mich ist es ein Date. Das Schulzeug ist irgendwie so etwas Werken, Basteln? Ein oder? Vortrag ist es Vortrag. gegangen, einen Vortrag zu machen. Und wir haben miteinander ein Plakat vorbereitet oder irgendwie so. Und ich weiss einfach nur, dass ich mich mega auf das Date gefreut habe, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es war halt auch für mich ein Date gewesen. Aber es war jetzt auch nicht halb so, also es war auch halb so wild gewesen. Es war jetzt nicht irgendwie mega dramatisch gewesen. Aber für mich hat es sich zuerst wie ein Date angefühlt. Drum. Also hast du dir das selber eingeredet? Ja. Du gehst eigentlich wegen ihr und nicht wegen dem Vortrag zu ihr heim? Also grundsätzlich, ich bin ja nie für die Schule irgendwo hingegangen. Also ich wäre ja jetzt nicht unbedingt der Typ gewesen, der, wenn er eben zu der Kollegin heimgeht, dann wirklich die Schule in den Vordergrund stellt. Weil die Schule hat sich ja immer irgendwie schon erledigt. Das hat irgendwie funktioniert. Aber beim anderen musste ich nachhelfen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, sie sieht das auch so, aber scheinbar ist es wieder um die Schule gegangen. Also ich bin wahrscheinlich schon mehr eher der Einzige, nein, nicht der Einzige, aber einer von den wenigen mit dem Gedanken. der einzige also. gibt es nur im Mutital. Ja, true. Aber den gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja, den gibt es nicht mehr, nein. Aber der andere gibt es, glaube ich, noch. Heisst er der andere? Ich hab's Oder gemeint. diese? Diesen habe ich jetzt noch nie gehört in dem Schon Zusammenhang. eher der andere. Ich glaube, es ist der andere, der Einzige und der andere. Also es hat auf jeden Fall mal 2 gegeben und der einzige ist er nicht mehr. Der Einzige war der Erste. Aber weißt du, das ist so geil, das ist irgend so eine Urban Legend-mäßig von ist irgendwo, absolut wo wir die beide Urban noch nie Legend. gesehen Ja, ja. Aber es ist schon die Urban Legend. Die hat man vielleicht sogar auch noch weiter gehört, glaube ich.
Ich kann's mir, also am Schluss hat er ja eine eigene Modemarke gehabt. Ah, wirklich? Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus dem Kanton Schweiz kommen und die Urban Legend nicht kennen, das ist im Mutital, vielleicht Mutitaler Wetterschmöcker von der Coop-Werbung, Fondue oder Raclette, ein bisschen stinken muss es. Das ist ja der eine von den Mutitaler Wetterschmöcker. Mhm. Und das sind ja alles uralte, steinwüste Männer, wo Wenigstens werden wir selber auch so wüste Männer, Ja, darum können wir das sagen. True. wüst. Wo einfach so uralte Weisheiten, die über 10'000 Generationen weitergegeben worden sind, in die grosse, weite Welt heraustragen. Und seitdem das Radio, Fernsehen, Mikrofons erfunden worden sind, haben die das halt auch für sich entdeckt. Und es gibt jedes Jahr eine Pressemitteilung. Heisst Ja, Pressekonferenz. Pressekonferenz. Und dann hocken alle Mandeli hocken alle so schön nebeneinander. Geil. Und dann sagt der Erste, ja, dieses Jahr gibt es einen huere schönen Sommer, weil die Ameisen haben eben einen grossen Säckel. Und wenn die Ameisen eben einen grossen Säckel haben, dann heisst das, dass die Vögel diesen Sommer nicht in den Süden runterfliegen und dieses und weiss nicht was. Genial. Und der andere sagt dann, nein, ganz sicher nicht, weil die Tanzäpfel zeigen eben nach Westen und nicht nach Osten. Die sind nicht so das Ziel, Nein, die widersprechen. die widersprechen sich immer. Ich habe mir voll so eine Gang vorgestellt, Nein, was so voll überhaupt die Truppe ist, nicht. was sich Nein, so im nein. Vorhinein überlegt. Und, was schmecken wir das Jahr? Nein, überhaupt nicht. Die Das ist so- widersprechen sich komplett teilweise. So Weil eben geil. der eine schaut auf die Ameise, der andere schaut auf die Tanzäpfel, nochmal einer tut irgendwie oder weiß auch nicht, oder Eichen schlecken oder der eine frisst ja Schnee. Wie hast du jetzt aus all der Auswahl können an den Eichenschlecker auswählen? Ja, An ja. den Eichenschlecker. ja. Also der Baum halt Ja, schon klar. Ja. Aber es hat so viel Auswahl gegeben. Ja. Nein. Ich Oder hab eben gemeint, Schnee das sei fressen. Nein, und die widersprechen sich manchmal komplett. Und das ist halt ultimativ unterhaltsam, wenn also das ist teilweise auf YouTube, wenn die Pressekonferenz hören. so geil. Und am Schluss, ich meine, die tun etwa noch Witz dazwischen, darf jeder noch einen Witz liegen lassen. Und Hey, das, nein, ist, wie das ist gut. Unterhaltung pur. Ja, und so festigen sie sich auch, weil so hat auch immer einer recht, wenn sie alle etwas anderes erzählen. Ja, natürlich. Und in diesem Loch im Mutital hat es den Einzigen gegeben. Und der Einzige war der Einzige, weil er der einzige Dunkelhäutige Genau. war. Darum heisst er der Einzige. So die Legend. Und wenn er eine Marke rausgebracht hat, dann muss ich einfach noch einen Gag bringen. Wenn er Werbung macht, kann er sagen, das ist der einzige Drip. Stabil. Stabil. Ja. Voll. Und gar kein anderer. Und der andere steht dort nebendran. ja, und der andere war dann der zweite Ja, dunkelhäutige im Mutital gewesen. Ja, voll. Und dann haben sie Ähm, aufgehört zu zählen. Nein, und dann ist ja der Einzige, hat irgendetwas gehabt. Aber der war noch nicht alt gewesen. Hey, ich weiss es wirklich nicht. Also ich weiss weiss nicht mal, es auch. Also es hat ihn auf jeden Fall gegeben. Und die Story hat irgendwo seine Wahrheitsding, aber ich habe keine Ahnung, was richtig ist und Ja. was nicht. Weil es haben schon viele Leute Verschiedenes erzählt von dem. So. Aber wir haben eben in der Klasse, in der VG, Leute aus dem Mutital und die haben den Schein gekannt. Das kennt ja jeder dort. Aber eben, weisst du nicht. Ja. Vielleicht haben sie auch das Mutital einfach spannend machen. Also viel gibt es aber dort hinten wirklich nicht. Nein. Ich weiss einfach, das war auch mal eine Geschichte von meinem Papi, die er uns mit auf den Weg gegeben hat. Weil er ist nach seiner Lehre ist er Lastwagen fahren. Bei der Piero, haben die früher geheissen, sind dann aufgekauft worden von der Frisco. Frisco kennt man, das ist Glacé, allerlei Glacé. Ja, genau. Und er ist Glacé ausliefern. Ah, geil. Vor allem mit Restaurants. So die Eistheken. So. Aha.
Und das ist, also ich kann nachher noch ein zweites Geschichtchen erzählen, aber im Mutital, ich weiß nicht, ob es den Spunten immer noch gibt, aber dort hinten hat es einen Spunten gegeben und der Chef dort hat Gwerder, hat der geheissen. Und das ist anscheinend der grösste Alkoholiker vom Mutital. So, an dem Punkt, wie hat er geheißen? Nein, er hat nicht so geheißen. Der hat nicht, keine Ahnung, ob es. Und Nein, ja. das Geschichtchen ist 40 Jahre seither. Ah, okay. Also das läuft schon gleich unter Verjährung. Also meinst du, hoffen wir doch drauf, weil wenn er dann wirklich Alkoholiker war, dann gibt es ihn vielleicht nicht mehr. Ja, 40 Jahre her ist. who knows. Auf jeden Fall mein Papi normal go Glasse ausliefern. Und nachher irgendwie ein letzter Stopp auf dem Retourweg wäre bei den Gewärders gsi, dort in diesem Spunten. Und dort ist irgendwie die oberste Regel, wenn du in den Spunten reingelaufen bist, hast du nicht ohne einmal eins trinken wieder dürfen gehen. Ja. Das ist irgendwie irgendein Schild oder ungeschriebene Regeln. Das ist einfach das oberste Gebot gewesen. Ja. Deine Alkoholiker-Theorie tut sich langsam verhärten. Sorry. Und dann ist es dann halt nicht bei einem geblieben, nicht bei zwei. Und dann irgendwie war es 7:30 am Abend. Und dann der Chef von meinem Papi hat dann an meinem Papi angerufen und gesagt: «Hey, du, ist das Glas schon geschmolzen?» Nein, wo bist du? Und ist etwas passiert mit dem Lastwagen? Ich bin kontrollieren und dein Lastwagen fehlt noch halt im Lager, wo alle Lastwagen so parkiert sind. Und nachher und dann bist du beim Gewerder. Geil! Und dann irgendwie, er hat dann dort, glaube ich, in diesem Restaurant haben sie noch ein Zimmerchen gehabt, hat er dort können ausnüchtern und dann ist er am nächsten Morgen heimgefahren. Ja. Es tönt nach einem geilen Also das Mutital, ja. Das tönt. Ich bin so gut. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe eine Erinnerung an das Mutital und die hat Ähnlichkeiten mit dem Ganzen. Weil wir sind nein, fuck. Es war nicht das Mutital, es war das Weggital. Ah, ja. Das sind andere Leute. Das sind andere Leute. Aber ja, von dem her hat sich die Geschichte erübrigt. Weil im Weggital ist ja nicht das Mutital. Ja, aber gut, kannst gleich die Story. Und dann kann ich meine zweite Geschichte vom Perfekt, Mutital machen. Wir so hin und her es sind beides Täler. Ping-Pong. Aus dem Tal ins andere Tal. Genau, und zwar Weggital. Wir sind dort an die Weggitaler Kilby. Also, das ist ein Theater, wo du kannst zuschauen. Und ich war dort noch relativ jung. Also so volljährig natürlich. Im Vordertal oder im Hintertal? Nein, volljährig. Nein, also es gibt das Vordertal und das... Keine Ahnung. Ich habe es vorher mit dem Mutital verwechselt. Okay, ich habe gar keinen Plan. Ja, sorry. Ich bin dann noch nicht mal Auto gefahren oder so, aber ich bin total volljährig. Nein, okay, ich habe sicher schon Wein trinken und so Zeug, aber ich bin glaube noch nicht 18 gewesen. Aber 16 bin ich. Ja. Und auf jeden Fall sind wir dort hinten mit Kollegen von der Pfadi und anderen Leuten. Und wir haben das Kränzli dort schauen, weil irgendwo einer... Also Kränzli oder Kilby? Nein, also für uns ist es ist wie ein Kränzli bei uns, aber sie nennen das Weggitaler Kilby. Ja. Keine Ahnung, frage mich nicht. Vielleicht heisst es Weggitaler Kränzli. Ich weiß es nicht, aber nein, das Kränzli heisst es nicht. Sonst kommen wir nächste Woche eins auf den Deckel über. Ja, das ist schon gut. Nein, auf jeden Fall sind wir dort hintergecruised mit der ganzen Sippschaft. Das finde ich ein geiles Wort. Sippschaft. Gell? Aber bei Sippschaft, ich finde immer noch das geilste Wort ist, wenn du jetzt zum Beispiel von irgendjemandem irgendwie einen Bückel überkommst oder so, dann ist das Schleppscheisse. Schleppscheisse. Das ist ein ganz geiles Wort. Oh, geil. Das könnte für mich Word of the Year werden. Ja. Schleppscheisse. Schleppscheisse. Hast du wieder Schleppscheisse bekommen?
Ich habe Arschfax, habe ich immer ein geiles Wort Arschfax ist auch gefunden. gut. Wenn der hinten dran das Zettel von der Unterhose raus schaut. Das habe ich lange nicht gecheckt als Kind. Wir haben mal einem die ganze Zeit Arschfax gesagt und ich habe dem auch so gesagt, aber ich habe nicht mal gewusst, wieso, Mann. Schleppscheisse. Schleppscheisse, ganz geiles Wort. Also Weggital, Genau. sorry. Kränzli, Kilby. Absolut. Mit der ganzen Quote sind wir dort hinten. Und dann haben wir halt dort an diesen Tisch schön reserviert gehabt, und dann hat es eine Weinflasche nach der anderen gegeben. Und wir haben Holunderwein? Nein, normal Rotwein. Ja. Ich weiss noch, dort habe ich auch an diesem Abend habe ich gelernt, was die Weinlippe sagt. Wenn du so viel Wein trinkst, hast du ja nachher so oben und unten an der Lippe Weinrückstände und merkst das nicht. Und das ist so ein Hinweis in der Gesellschaft, so, der ist schon ein bisschen besoffener. Weil er checkt nicht, dass er da was hat. So. Und dort ist mir das beigebracht worden. Super, sinnvoll. Und auf jeden Fall war es so, dass wir dann unten in die Disco haben können. Und ich weiss noch, ich hatte dort gerade Lohn von der Lehre. Und das waren irgendwie 900 Stutz. Und ich habe an diesem Abend 300 oder 400 Stutz ausgegeben, weil man konnte Shots bestellen und so. Und ich bin halt eben noch nicht 18 gewesen, bin aber in dieser Bar und konnte machen, was ich wollte. Also es war halt ein Weggitaler, Kränzli, Kilby, irgendwas gewesen. Und dort interessiert es nicht so, wenn du nicht gerade 12 bist. Und dann haben wir dort gesoffen. Irgendwann haben wir dann einen Kollegen nicht mehr gefunden. Und sind alle am Suchen gewesen, wir haben ihn nicht mehr gefunden. Und irgendwann haben wir dann müssen sagen, so, jetzt müssen wir gehen. Und dann sind wir Ohne den Kollegen? Ohne den Kollegen, genau. Wir haben den Kollegen nicht mehr gefunden. Wir haben dann gedacht, ja gut, der ist vielleicht mit irgendeiner Hei oder so Witzli gemacht. Und dann haben wir noch draussen ein Foto gemacht von so einem Fotoautomat, wo mir die Kollegin in den Bauch gebissen hat. Und das hat viel zu fest gebissen. Es hat mega also ich habe nachher voll so die Abdrücke auf dem Bauch. Wieso macht man das? Keine Ahnung, frag mich nicht. Wir waren mega betrunken und so eben. Und dann sind wir nachher ohne den Kollegen losgefahren und sind zurück und haben etwa gut, also hast du ja ein Zeitchen vom Weggital da hin, und haben dann alle abgeladen also in der Umgebung. Und gerade wo wir beim letzten angekommen sind, läutet der andere Kollege an. Und jetzt ist der Kollege in der vollen Motivation aufs WC gegangen und ist auf dem WC eingepennt. Der Bruder ist eingepennt und ist auch nicht mehr wach geworden, sondern der hat dort einfach etwa ab dem 12 Uhr, also wir waren ja bis morgen um 4 Uhr dort und irgendwann um 6 Uhr ist der aufgewacht, der hat 5 oder 6 Stunden auf dem verdammten WC geschlafen. Aber wenn das stimmt, dann würde das hure viel erklären. Weil also Anlässe oder so sind hure viele WC-Kabinen immer beschlossen. Ja. Und ich weiss nicht wieso. Ja, Leute pennen ein. Ja. Überbesoffene pennen ein. Wirklich. Und eben der steht auch schon so am 12 Uhr oder so. Also so eine Stunde, 2 nachdem die Aufführung fertig war, ist der plötzlich schon weg gewesen. Und der ist einfach eingepennt. Es ist also In der Kabine eingepennt. Scheiße. Ist eben auch hure gemütlich so auf dem WC. Ja, extrem. Das hat er nachher noch erzählt. Weißt du, er ist so eingeschlafen auf der Hand. So. Ja. Legendäre Story. Oh mein Gott. Legendäre Story. Aber ich glaube, ich habe sie sogar schon mal im Podcast erzählt. Ich glaube im Fall nicht. Nicht? Also die Story kommt mir zumindest brandneu. Brandaktuell hat es letzte Woche geheißen. Stimmt. Brandaktuell über. Ja. Voll. Ja, kann auch sein. Hey, ich habe den Überblick. Das ist verloren. lustig. Das war eine coole Story. Kommt mir nur noch ein Statement schnell. Und ich weiß nicht, ob ich für dich das Statement auch machen darf, aber Thema WC-Kabine. Wir haben beide eine scheuche Blase. True. Das Statement haben wir noch nie im Podcast gedroppt. Stimmt. Das Aber haben wir noch nie geredet. Leck mir am Arsch. Also an einem Festival, an einem Konzert, keine Ahnung was, wenn da 200 Mann Pissoir, jeder steht nebeneinander. Wow, und am schlimmsten noch die im Kreis. Ja, im Kreis rundherum stehst. Zum Beispiel. Ja, wo die Leute noch ins Gesicht schauen. Ja. Oder halt teilweise hast du nur so eine Wand, wo ein bisschen Wasser runterrollt. ja. Hast das Gefühl, das Rohr hat irgendwo ein kleines Leck und da läuft ein bisschen, aber nur an gewissen Stellen läuft ein bisschen Wasser runter. Und dann holst du deinen Schwanz einfach raus und du seichst dort an die Wand an. Und ich weiss nicht, von wo das die scheuche Blase irgendwie kommt, aber Keine Ahnung. das ist schon ein Thema. Ja. Also ich kann dort nicht an dir reinstehen. Aber lustig ist, irgendwann bin ich so besoffen, Ja, dass es geht. true. Irgendwann ist es True. mir egal. True. Dann läuft es einfach. Also der Alkohol ist schon so ein Hemmungslöser. Hemmungslöser, ja. Ja. Irgendwann ist, wenn du so mit dem Kopf anfängst zu schwanken und einfach dich
musst darauf konzentrieren, dass es nicht ausschlipf ist oder irgendwie genau. so etwas. Ja, wenn die normale Fortbewegung schon etwas erfordert in deinem Hirn. Genau. Dann holst du einfach deinen Sack und deinen Schwanz aus den Hosen raus und du lässt einfach laufen. Und irgendwie, also ich weiss nicht, aber einen gewissen Promille, irgendetwas, kommst du auch ein bisschen in den Tunnelblick. Ja. Oder wenn es anfängt zu rollen, dann musst du dich auch konzentrieren, um einfach geradeaus zu schauen. Sagt man nicht, wieso man auch nicht besoffen Auto fahren soll, weil auch das Sichtfeld sich verkleinert? Das kann schon Habe sein. ich immer, also, Ja. es ist auch wieder ganz gefährliches Halbwissen, aber... Ja. Also das ist sogar sehr gut möglich. Aber die scheuche Blase ist wirklich ein Phänomen. Also ich bin schon vor so Pissoir gestanden und es hat 3 Meter nebendran einen anderen Mann gehabt und ich habe mir fast in die Hose gesagt, ich konnte nicht pissen. Es ist unglaublich. Ja. Das ist ganz Das weird. Unangenehmste ist halt wirklich, du bist in einer Schlange. Habe ich das letzte Mal im Nelson zu Rapperswil, wo Schweizer Nazi gegen irgendetwas gespielt hat. Und nachher ich genau halt in der Pause irgendwie mir schon 3 Pitcher, ich glaube, du bist auch dabei gewesen. Ja. Wir sind miteinander. Ja. Irgendwie ich schon, oder mir 3 Pitcher irgendwo am Verdauen. Und dann nachher genau in der Pause ich fuck my life, oder? Alle Kabinen besetzt, hinter mir ohne Scheiß 50 Mann. Und jeder einfach auch ein bisschen am Stressen. Hey, das Spiel geht in 15 Minuten weiter, ich muss noch bestellen und das noch. Und ich muss mich einfach konzentrieren, dass ich da irgendwie, ja... Ich bin dann der auf die Seite steht und Ja, sagt, ja. gönnt Ja. nur, ich muss da rein. Ja. Ich habe auch schon den Moment gehabt, dass ich einem gesagt habe, sorry, ich habe scheuche Blase. Ich kann das Ja, nicht. true. Habe ich true. auch schon. Ja, und aber wenn es dann auch sei ist, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Und das ist mir ein anderes Mal passiert, wo der hinter mir so gesagt hat, ey, gehst du da hin? Und nachher habe ich gesagt, hey, nein, ich muss da anstehen, ich habe scheuche Blase. Und er hat dann sich neben mir angestellt, weil er gesagt hat, ey, er hat auch scheuche Blase. Ja, scheuche Blase Brothers. Ja. Ich schwöre. Ja, habe ich auch schon Das getroffen. verbindet. Ja, das verbindet Ja. wirklich. Das verbindet total. Voll. Aber Scheuche Blase. Aber du hast vorhin noch etwas angesprochen, auch bei diesem Thema, wenn man gerade bei dem Sinn. Und zwar so, wenn man den Dödel und den Sack auspackt. Frage. Muss man beides auspacken oder langt der Dödel? Es kommt von den Hosen auch drauf an. Ja. So. Es gibt die ganz weirden, die dann nur den Hosenschlitz ausmachen und dort den Dödel rausheben. Da habe ich aber immer Angst, dass ich mir den Schwanz einklemme und wieder raufziehe. Das mache ich nicht. Aber das ist auch eine Quizfrage. Weil ich wüsste dann schon nicht, was ist jetzt richtig. Und wenn du das der ganze Dödel auspackst, kommst du dir komisch vor. also ich muss sagen, bevorzugterweise hocke ich. Ja, genau. Auch beim Schiffen. Ich auch, ja. Hocke ich praktisch immer an. Und sonst hole ich schon beides raus. Ja. Also weil es anders einfach auch keinen Platz hat. Ja, aber es gibt ja auch das Stadium, wenn du dann... Es gibt ja auch die Leute, ich bin auch einer, der nie im Stehen seicht, auch wenn ich könnte. So. Ich sage immer im Sitzen. Und es gibt ja aber auch die Leute, die in die Kabine gehen und dann stehen und zeichnen. Und ich glaube, könnte das echt sein, weil du kannst ja, weil das ist genau die Frage mit dem Auspacken, weil am chilligsten ist, wenn du die Hose einfach runterziehen kannst, bis vor die Knie. Wenn du einfach alles kannst, bis vor die Knie runterziehen. Aber Nee, so, den mache ich nicht. so kannst du ja nicht Nein, als Pissoir stehen. Ja. Weißt, darum gibt es vielleicht dann die würde Leute, die stehend in der Kabine pissen, Ja. weil sie den Struggle haben, so... Aber den würde ich nie machen. Also Also die in der Hose Kabine? und die Unterhose bis in die Knie runterziehen. Doch, wenn ich alleine muss im Stehen Ohne pissen, mache ich das Scheiß. so, ja, safe. Ohne Scheiß. Ja. Also vielleicht nicht bis in die Knie runter, aber Mitte vom Oberschenkel, sicher. Nee. Aber das kannst du am Also Pissoir bei halt mir- nicht machen. Ja, aber bei mir ist mehr Hosenladen auf und dann die Unterhose zusammen mit der Hose. So, ja, was ist mit oberstes Drittel oder oberstes Dreiviertel vom Oberschenkel so ein bisschen runterziehen, dass einfach die ganze Gerätschaft also, so, Ja. kannst du rausholen. Es braucht ja viel Platz. Und Ja, aber darum nachher... ziehe ich die Hose auch bis zu den Knien runter. Ja, scheiße, okay, ja, den Ja. habe ich verloren. Ja, der ist verloren. Gute Idee. Ich glaube, vom Farid Bang gibt es auch so einen ganz geilen Spruch, wo er sagt, sein Dödel kommt bis zur Kniescheibe an. So gut. Ja. Nein, nein.
Ja, sind wir wieder Ja. schnell ein bisschen intim geworden. Voll. Ich sage jetzt mal, jetzt, wo auch alle weg sind. Nein, ja, aber ich glaube, es sind Struggles, wo alle Männer irgendwo... Ich glaube, diese Folge haben wir eben auch in dem Sinn interessant angefangen, weil wir haben zuerst mit Minecraft angefangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann schon viele ein bisschen zum Überspringen angeneigt. So, jetzt geht es um Schwänze, ja fix. Ja. Wenn wir einen Clickbait hätten machen, hätten wir so starten. Aber die wahren Gs hören uns natürlich ganz durch. Absolut. Und das nächste Mal, wenn ihr uns über den Weg lauft, sprechen uns auf die scheuche Blase und auf Ja, kommen in die Hosen. Gang. In die scheuche Blasen-Gang. wir suchen noch Wird Mitglieder. auch zum scheuchen Blasen-Brother. Das wäre im Fall auch noch ein Name für den Podcast eigentlich. Scheuche Blase Gang. Boah. Oder sonst für irgendeinen einen Witzverein. Scheuche Blasen-Brothers. Mhm. Welche Band hat Brothers geheißen? Irgendetwas gibt es so. Borners Brothers. Nein. Pierce Das Brosnan. ist auch ein... Jonas Brothers. Jonas Brothers. Jonas ja, Brothers. Genau. Voll. Mhm. Und dort gibt es, glaube ich, nur noch einen, der irgendwie so Solo-Karriere, glaube ich, jetzt... Ja. Oder das ist nicht One Direction. Die hat es ja mal gegeben. Und der mit den langen Haaren, keine Ahnung, wie der heisst, der macht jetzt auch Solo-Karriere. Ja, der wo die Frauen alle voll drauf abfahren. extrem. Aber keiner weiß wieso. Harry Styles. Harry Styles. Ja. Habe ich in Kanada eine von Russland kennengelernt. Und die fliegt auf den ab. Ich habe mal ein geiles Meme gesehen, so alle hassen One Direction. Aber wie funktioniert das, dass wir jetzt alles 10-jährige jetzt haben wir Namen Harry Styles Fans haben? Plötzlich sind alle Harry Styles Fans. Ja, extrem. Alter, das ist total Zungenbrecher. Harry Styles Fans. Harry Styles Fans. Fans. Das ist wie wenn er ein Hag wäre. Harry Styles Fans. In Deutschland, wo ich mal zum Flughafen gereist bin in Hamburg, das war eigentlich eine herzige Situation gsi. Ist der Grosspapi, das Grossmami und das Enkelkind sind im Zug drin gehockt. Wir haben 4 Abteile und dann ist der Nils. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich dazugekommen bin oder ob sie sich zu mir gesetzt haben. Und das Kind hat gelispelt, des Todes. Oh nein! Und also Lispeln kann ich nicht gut nachmachen. Ich auch nicht. Also gleich werden wir noch cancelled. Ja, ich kann es jetzt wirklich nicht nachmachen. Aber das ist mir dieser Weg auf den Sack gegangen. Noch 3 Bier mehr, dann kannst du es auch nachher machen. Ja, wahrscheinlich schon. Und nachher habe ich dann «Fisch als Fritz, Fisch, frische Fische», habe ich dem kleinen Enkelkind gesagt. Oh mein Gott, das arme Kind. Und das Kind hat dann «Hey, du hast aber einen komischen Dialekt, von wo kommst du?» Ah, das sind doch Deutsche gewesen. Ja, aber es ist in Hamburg stimmt, hat die Geschichte total. stattgefunden. Ja, absolut. Und dann habe ich mein Schweizer Hochdeutsch ausgepackt und habe dem kleinen Kind mal erzählt, dass ich aus der Schweiz komme und dass ich alle 2 Wochen mit dem Flugzeug hin und her fliege. Crazy. Und dann hat das Kind einfach die Welt nicht mehr verstanden. Ja, bei deinem Hochdeutsch hätte ich es auch nicht verstanden. Nein, aber lustig. Ja, das war auch lustig. Ja, also so Lispel oder so, das ist immer so, oder auch wenn jemand schielt. Das ist so, man weiss, er kann voll nichts dafür und es ist auch eigentlich voll egal. Und wenn du Leute kennst, also ich kenne auch Leute so, dann ist dir das, also früher oder später fällt dir das gar nicht mehr auf. Aber am Anfang, oder gerade als Kind, ist das auch so etwas Komisches, dass du denkst, wie gehe ich jetzt mit dem Menschen? Ja, voll. Ja. Wir hatten auch einen in der Schule, wo und das ist eigentlich voll nichts Schlimmes und das kann man genau mit dem halt eben behandeln. Der hat einfach von Anfang an einen Brüllen gehabt und das eine Glas war so milchig gewesen. Ich weiss nicht, ob das bei dir auch, Also, ob ihr so einen in der Schule gehabt habt. ich kenne jetzt einfach die Pflästerli-Kinder. Wenn so irgendwie haben sie starke Korrektur gehabt und dann haben sie Augen testen und dann müssen sie so eins abkleben
Und das hat man als Kind auch nicht verstanden, das sind dann also einfach die weirden Kinder gewesen. Ja, voll. Einfach als Kind denkst du nicht so weit, also du checkst es einfach nicht. Vielleicht so in die Richtung. Ja, absolut. Und, aber der läuft jetzt, soviel ich weiß, heute ohne Brille rum. Das ist einfach, in der Kindheit hat es eine Dysfunktion oder sonst irgendetwas mit dem Auge gehabt. Darum hast du das eine Auge eine Art wie müssen abdunkeln, verschwommen machen, das andere Auge mehr muss arbeiten. Und dann hat sich das von allein wieder korrigiert. Ja, krass. Also, das ist noch interessant, weil gerade letzte Woche hat mein kleiner Bruder, der jetzt 6 ist, in der Schule haben sie den Sehtest gemacht und dann hat es geheißen, gang zum Optiker. Ja, ein kleiner Bruder. Man muss dazu sagen, aus der Familie von seiner Mami haben alle Brüllen. Also ihre 2 Brüder, sie und sind die meisten so eher so ein bisschen Maulwurf-Style unterwegs. Und darum haben wir schon mit dem gerechnet. Aber dort hat es auch geheißen, bis 10 kann das locker wieder rauswachsen. Also, habe ich noch interessant gefunden, weil das ist noch lang. Also, es gibt ja viele Sachen, die sind... Wir haben zum Beispiel in der Schule gelernt, glaub, mit 4 oder mit 5 ist ein Kind überall ausgewachsen im Sinne von, das Verhältnis stimmt dann. Also, es ändert sich schon einmal. also habe ich dort schon einen riesigen Dödel gehabt. In dem Fall. Ja, wenn dann schon das Verhältnis So, gestimmt also hat, dann... so bis obere 3/4 von dem Schenkel. Ja. Du, gross ist relativ. Nein. Was habe ich genau? Eben so, das kann sich mega lang rauswachsen, aber viele Sachen sind ja eigentlich schon recht schnell mal so, wie sie sind. Also wenn du, blöd gesagt, mit 4 irgendwie etwas hast, wie, ja, es fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Das Bein verlieren. Dann hast du auch später kein Bein. Ja, true. Sehr, sehr gute Ding. Nein, aber es gibt halt wirklich ganz viel so Zeug, wo eigentlich einfach ist und dann ist es so. Aber irgendwie, dass das so etwas ist, was sich so noch ausgleichen kann bis zu diesem Alter, finde ich heftig. Ja. Also man sagt ja, glaub's, oder nein, das mag ich mich noch erinnern, mein erster Zweitklasslehrer hat gesagt, ab 21 fängst du eigentlich an, wieder ein bisschen abbauen. Ja. Also dein Körper ist ausgewachsen. Bis 21 probiert er, sich aufzubauen und Knochen und alles drum und dran. Und dann fängst du an abbauen. Also, was er anspricht, das haben wir eben in der Schule gelernt, das ist der Zellverfall. Du hast, blöd gesagt, wenn du wachst, werden mehr gesunde Zellen produziert, weder das Absterben. Und irgendwann bist du über den Berg und es sterben mehr Zellen, wieder dein Körper nachproduziert. Und wenn du halt, das ist dann der Zerfall. Wir zwar haben jetzt in der Schule gelernt, ab 30, aber dass man ab 21 nicht mehr wächst, das ist etwa true, Ja, das kenne ich auch ob so. Jetzt 21, 30, Ja, keine Ahnung. aber so wirklich so, man kennt ja den Satz, ab 30 geht es bergab. Und das hat, glaube ich, wirklich den Ursprung in dem, dass halt der Körper spätestens ab 30 stirbt er eigentlich langsam. Aber das ist wie... Du bist einfach ausgewachsen. Du wirst nicht mehr. Der Körper hat jetzt das Maximum ausgeschöpft und jetzt wird es tendenziell weniger. Heißt ja nicht, dass du nicht mehr fitter oder muskulöser kannst werden. So ist das ja gar nicht gemeint. Das ist mehr wirklich Zellen, glaube ich. Ja, biologisch. Also es gibt ja bei X und Y gibt's unten dran irgendwie so ein Teil, das sich mit jeder Zellteilung immer kleiner macht. Und wenn das Teil irgendwie nicht mehr rum ist, dann ist Ende Gelände. Oder kommt kein Zellteilung. Also, oder es kommen immer mehr Fehler ins also Produzieren Zellen rein. tun sich ja immer, also wenn du die Haut so Teilen. anschaust, dann ist es ja wie, ganz unten ist so die Brutstätte, wo sich die Zellen bilden, teilen wieder und dann wieder eine eigene werden und sich wieder teilen und so. Und gegenüber geschoben werden. Und alle alten Hautzellen sind oben, das kennen wir als Schuppen so. Und eigentlich die Zellteilung, die ist umso öfter, dass sie es gemacht hat, wird sie fehleranfälliger. Das heißt, es gibt Mutationen. So eine Mutation ist Hautkrebs. Also Alle Arten von Krebs. oder alle Arten von Krebs sogar, kann gut sein, genau. Und das sind einfach halt eben, weil sich falsche Zellen wieder vermehrt haben. Und die nicht, ja, also es ist eigentlich... Ich glaube, sogar eine normale, gesunde Zelle hat eine Art wie so einen Selbstzerstörungsmechanismus. Ja.
wenn sie gemerkt, hey shit, in mir selber stimmt etwas nicht, kann sie wie so einen TNT-Block zünden. Und nachher tut sie sich selber zerstören. Und Krebs, so viel, aber ich bin kein Doktor, gar nichts. Aber der Selbstzerstörungsmechanismus fehlt dann in diesen Zellen. Und der Fehler tut sich wie weiter ausbreiten. Multiplizieren, ja, es wird immer mehr. Ja. Und du kannst, also eben Chemotherapie ist ja eigentlich genau das. Du tötest Zellen ab. Ungesunde? Halt alle Zellen? Nein, eben nicht. Darum ist ja Chemo auch so krass für den Körper. Dir fallen die Haare aus und so Zeug. Nicht bei allen, muss nicht sein. Aber du schadest allen Zellen. Natürlich auch den Krebszellen. Und wenn du so den Prozess kannst aufhalten oder verlängern, weil man redet ja bei Krebs auch nicht von einer Heilung, sondern eben von einer Behandlung. Also, wie sagt man dem? Du kannst es einfach nicht heilen. Also nicht so... Eindämmen. Ja, genau. Vielleicht. Du kannst wie den Prozess verlangsamen, wo es aber gibt. Du kannst den nicht einfach aufhalten. Es gibt ja schon Leute, die den Krebs besiegen, aber ich glaube, das ist dann mehr, durch das, dass du den Prozess bremst hast, hat der Körper es selber geschafft. Also für kein Gewehr und so, aber ich glaube, irgendwie so in die Richtung läuft das. Das ist, glaube ich, auch eine meiner allerschlechtesten Naturlehre T und U oder so hat es bei uns geheißen, Noten gsi. So mit diesen Zellkern und Enteriozyten und Hypochondrien und endoplasmatisches Retikulum. Ja, das ist das geilste Wort. Ich weiss nicht mal mehr, was es ist, aber das haben sie immer gesagt. Ja, das müsst ihr wissen. Endoplasmatisches Retikulum. Und ich glaube, das ist so aussen dran. Hat so Pünktchen an den Zellen und das ist, glaube ich, das endoplasmatisch. Das war nicht einfach ein Smiley, das links aufs Papier angemalt hast. Nein. Möglich, aber nicht unwahrscheinlich. Nein, aber da gibt es so schwierige Sachen. Und eine Zelle ist ja wie ein Motor. Und da hat's in diesem Motor verschiedene Sachen, wo jeder etwas anderes macht. Ja. Und ich habe das einfach nie gecheckt. Also ich weiss noch, es gibt eben irgendwie das Mitochondrium, ist das Energiewerk, wie das Atomkraftwerk von deiner Zelle, wo das irgendwie handhabt. Zucker und Protein. Da wäre jetzt wieder, schwierig. Mit Enzym wird das. Aber ich weiss nicht, wie das funktioniert. Ich sage jetzt beim Blut, wo in die Zellen geht, hast du ja das Insulin, wo die Zellen kannst du dir vorstellen wie ein Käfig. Und der Zucker kommt ins Blut, über das Maul, über die Schleimhäute vom Magen. Und im Blut hast du die Hämoglobin, die Blutkörperchen. Und die nehmen den Zucker in den Rucksack und fließen einmal, der Körper ist ja ein Rundlauf. Es geht immer wieder ins Herz und dann wieder rundum. Und in der Lunge zum Beispiel, das ist eines der ersten Stationen, wird viel aufgenommen oder eben auch vom Magen, kommt ins Blut. Und dann geht es im Blut einmal rundum und geht in die Enden raus, in die Zellen. Und in den Zellen brauchst du eben das Insulin, weil das Insulin, das das Hämoglobin auch dabei hat, das kann es tun, wie wenn es ein Schlüssel wäre. Und dann macht es die Zellen auf und tut den Zucker in die Zellen rein. Und wahrscheinlich dann, das, was du gesagt hast, das Mitochondrium, tut dann das verwerten und zu Energie umwandeln. Und darum haben die Leute, die Diabetes haben, auch ein Problem mit den Venen und irgendwann gehen die kaputt, weil der Zucker sind Kristall. Und Kristall schürfen, blöd gesagt, deine Venen auf. Und wenn die nicht in den Zellen aufgenommen werden können, sondern immer drin bleibt und du mehr Zucker zuführst, kann das zu einem Schock führen, anaphylaktischen Schock oder so. Aber das ist so eine schwierige Theorie, das ist so schnell abgebrochen, nicht richtig erklärbar. Ja. Und ich weiss auch nicht mehr alles und so. Das 3-2 oder das 3-1 habe ich, glaube ich, gehabt. Ja. Gut, aber nur, weil es der Lehrer gut gemeint hat. In der Naturlehre haben wir das Zeug, glaube ich, so gar nicht gehabt bei uns. Das mag ich mich auch nur aus der Lehre erinnern, weil ich sehr visuell bin und ich weiss noch die Bilder, wo es waren, wo der Weg von den Blutkörperchen und halt eben auch, weil es geht dort bei der Lehre darum, dass du herausfindest, wie der Sauerstoff in die Zellen kommt. Und das ist das Herz-Kreislauf-System, wo halt du kennst die Bilder, du hast den Menschen und dann gibt es blaue und rote. Die roten sind meistens Vene Arterien und die blauen sind meistens Venen. Also Arterien und Venen. Und das eine ist tief in deinem Körper inne.
Das sind Arterien. Und die sind, blöd gesagt, die eine Schiene, die vom Herzen weggeht und in die Zellen rein. Und dann geht es in den Venen, oben im Körper, die man auch sieht bei den meisten Leuten durch die Haut, geht es wieder zurück ins Herz. Und dann vom Herz bekommt es wieder Schub, geht durch die Lunge. In der Lunge kommt Sauerstoff mit über und bringt das wieder in die Zellen. Also es ist wirklich so ein Kreislauf. Und darum, ein Herzstillstand ist nichts anderes, wie wenn irgendwo eine grosse Leitung verstopft, dann kann das Herz nicht mehr pumpen. Oder halt eben ein Herzinfarkt ist, wenn ein Stückchen im Herz innen ist. Also im Herz etwas verstopft. Dann hast du einen Infarkt. Und ein Hirnschlag ist, wenn das im Hirn passiert. Wenn in diesen kleinen Äderchen irgendwo eben etwas verstopft, ob das Ablagerungen sind oder irgendwas, dann hast du nachher einen Hirnschlag, weil zu viele Parts nicht mehr durchblutet sind. Und wenn das zu lang passiert, geht es kaputt. Durgol. Vielleicht ein bisschen durchspülen. Ein bisschen WC-Reiniger einmal durch. Durgol ist für Kaffeemaschinen zum Durchspülen. Ja, Durgol ist einfach El Kalker, oder? Ja, genau. Ja, voll. Das, oder ist Durgol... Dings, genau, Verklumpungen sind das. Von Blutkörperchen, die stopfen bleiben. Sorry. Ja, jetzt Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Kalgon? Ja. Aber Durgol gibt es, glaube ich, auch noch. Ist ein Entkalker auch. Entkalker. Ja. Aber Durgol muss man mal, glaube ich, so ein... ich glaube auch ein Entkalker. Ja, so ein Tabs reinfetzen. Fix. Wow. Tut sie eine durchfiegeln. Wäre vielleicht bei mir auch mal wieder gut. Und die Waschmaschine sollte ich auch mal wieder putzen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt... Die putzt für mich, in meinem Kopf putzt sie sich ja selber. Ja, irgendwie schon. Oder? Sie ist ja nur am Putzen. Genau, und dort, wo sie sich nicht putzen kann, komme ich auch nicht an. So einfach, ja. Ja, ist schon so. Wir haben noch ich habe noch ein spannendes Thema, das ich hier im Pushcast noch schnell rausdroppen möchte. Wir haben es schon mal kurz thematisiert, aber ich finde das in dieser Folge, wo man anlagt und alles drum und dran schon mal angesprochen haben, passt das ein bisschen da rein. Und es ist vor ein paar Tagen im Blick, in 20 Minuten irgendwo, ist die Statistik gedroppt worden, wo Autos, wo man auf der Straße sieht, wie viel sind wirklich mit dem eigenen Geld finanziert worden, wie viel sind durch Kredit, Leasing und so finanziert. Und Fake das it ist, until you make it. ja, und das ist, also als ich das auch gelesen habe, ich habe mich richtig gut gefühlt. Einfach um auch wieder so einen Reality-Check überzukommen. Weil sie haben es wirklich noch gut gemacht. Sie haben Deutschschweiz, Französische Schweiz und Designer haben sie dort aufgelistet. Und jetzt bei uns in der Deutschschweiz. Und das ist wirklich noch krass, wenn ihr einfach draussen auf der Straße steht, behaltet das im Hinterkopf, dass bei uns in der Deutschschweiz einfach die Hälfte von allen Autos, die auf der Straße unterwegs sind, geleast oder mit einem Darlehen, mit einem Kredit finanziert sind. Krass. Es ist verdammt viel. Das finde ich abartig. Ja, und wenn ich mir vorstelle, geleast sind ja dann nicht all die Lieferwagen, und gut, Lieferwagen vielleicht schon vom Geschäft, aber jetzt so nicht all die meine kleinen Peugeot oder der Volvo, sondern das sind ja dann eben die teuren Autos. Also wenn man allgemein schaut und all die anderen noch abzieht, sind es wahrscheinlich von den teuren Autos, die du siehst, mehr wie die Hälfte, die nicht vor oder direkt finanziert worden sind. Vielleicht ist das auch eine Strategie und wir haben es nicht erlebt. Aber ich glaube, das ist einfach ein Fakt, der einem eben wieder zeigt, dass alles das Luxuszeug immer mehr Schein als Sein ist. Ist einfach so. Und es ist ein bisschen die Frage, ob man sich selber von dem abziehen lässt oder von dem beeinflussen lässt, dass man das Gefühl hat, man braucht das jetzt auch. Und ich denke, viele von dieser Statistik, von diesen 50%, die es nicht direkt finanziert haben, die haben irgendwo, vielleicht nicht alle, aber auch irgendwo den sozialen Druck, dass sie das Gefühl haben, sie brauchen das. Würde ich jetzt behaupten. Das lese ich so ein bisschen, wenn ich das höre aus dieser Statistik raus. Vielleicht ist das auch eine Fehlinterpretation, aber
Es hat so ein bisschen das Gefühl. Ja, also es ist dann am Schluss von dem Artikel ist noch ein Wirtschaftspsychologe, glaube ich, ist noch interviewt worden und einfach zum die Zahlen anders können einordnen. Und der hat auch ganz klar gesagt, Leasing, die ganze Credit Now und keine Ahnung was für Scheiß Fernsehwerbung, das ist ein Geschäftsmodell. Und der Mensch neigt halt dazu, sich etwas schnell einmal zu leisten, was er eigentlich gar nicht vermag. Und dann gibt es eben so Credit Now, 20 Millionen für nur 15% Zinsen im Monat und keine Ahnung was. Oder halt eben Autoleasing-Geschichten, 0% Vorfinanzierung, keine Ahnung was für Bullshit. Und der hat auch gesagt, das ist ein Geschäftsmodell. Also die Autohersteller, Vertriebler, die machen das nur, weil sie mit dem Geld verdienen können. Ja, sicher, ja. Und am Ende des Tages bist du wieder der Verarscht. Ja. Und das Krasse war auch noch, Deutschschweiz mit diesen 50%. Wir sind noch die am meisten eigenfinanzierte Autos rumfahren. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind am schlimmsten. Also in der französischen Schweiz sind es 2/3, wo fremdfinanziert, Leasing, sonst irgendetwas ist. Und im Tessin 75%. Also von 4 Autos, die im Tessin siehst, ist eins selber gezahlt. Ich meine, ich verstehe, wenn jetzt einer sagt, ich bin der grösste Autofan, Mann. Ich will einfach ein Auto seit keine Ahnung, dies und das. Ich habe auch eine Kollegin, die ist unglaublich Autofan und die hat schon mit vorher gewusst, hat lange auf das gespart und hat sich das geholt. Also nicht geleast. Also gehört sie schon nicht in die Kategorie rein. Aber ich sage jetzt, die von denen, die das wirklich wollen, weil sie eine Leidenschaft haben und durch das können sie sich ermöglichen, weil sie einfach nie so viel Geld zurücklegen können, dann verstehe ich das. Aber das werden ja nicht die 50% sein. Oder noch mehr, die 2/3. Das werden also viele von denen. Ich wäre glaube nicht zufrieden, wenn ich etwas hätte, wo ich weiss, das ist über meinem Vermögen. Also genau das Gleiche wie mit der Wohnung. Ich habe auch einen guten Kollegen, und wir in der Gruppe haben auch über das diskutiert. Und es ist ja auch schön, jeder soll so machen, wie er das will. Und für die einen rendiert es, aber eine Wohnung für 2'500 Stutz oder mehr, einfach nur damit du eine mega schöne und grosse Wohnung hast, das ist so eine krasse Bürde, die du dir auferlegst mit einem normalen Job. Das ist so viel Geld jeden Monat. Also ich weiss auch nicht, so blöd es tönt, dann gebe ich lieber mal Geld aus mehr für zum Beispiel Lego. Und ist auch Geld, das du zum Fenster rausrührst. Aber niemals so viel, wie wenn du 2 Jahre in so einer Wohnung lebst. Also jetzt für mich, eben, ich verstehe das nicht, wie man das kann. Ob jetzt das eben eine Wohnung ist zur Miete, die man sich eigentlich nicht leisten könnte, ein Auto ist, das man sich eigentlich nicht leisten könnte. Weil es sind beide Sachen, die du irgendwo auch nicht unbedingt brauchst. Finde ich ganz interessant. Habe ich wirklich verstehe ich nicht. Ganz krass gefunden. Und irgendwo kommt man das vermittelt über in der gut ausgebildeten Schweiz, wo alle so gut über das Geld und so Bescheid wissen, gibt es trotzdem so viele Leute, die einfach am Statussymbol hinten nachsäckeln. Und das, also... Ich habe letztes Mal auch irgendeinen gesehen, der auch etwas gesagt hat, wenn Menschen, also eine Gesellschaft, wenn die im Schnitt zu viel Geld hat, dann weiss sie auch nicht mehr, für was sie das Geld ausgeben soll. Und dann kommen genau so Geschichten zustande. Ja, wie wenn du nicht mehr weisst, für was du das Geld wirklich brauchst. Ja, also die Aussage kannst du in mehreren Kategorien auch wieder wiederfinden, sage ich jetzt. Also, zum Beispiel mit dem Leitzins von der Nationalbank. Wenn der Zins tief ist der Anreiz halt hure hoch, um deine Kohle einfach irgendwo in irgendwelche Aktien, Obligationen, sonst irgendwelche Rohstoffgeschichten zu investieren, weil du auf den Banken keinen Zins bekommst. Und das ist auch während Corona ist ja so viel Geld in die Wirtschaft mit diesen AFO-Perdu-Kredit. Also die Restaurants oder sonst Sachen, die geschlossen worden sind,
die haben beim Staat einen Zettel können ausfüllen und sagen, hey, ich verdiene nicht so viel wie vorne. Und dann haben sie vom Staat einen Kredit bekommen. Und der Staat, ja, genau. Wow, das ist der. Der Staat ist ja die Instanz in unserer Welt, die einfach sagen kann, es braucht jetzt neues Geld. Die können Geld aus dem Nichts heraus erfinden. Ist das aber nicht auch so gewesen, weil es eben ein Kredit ist, müssen sie das zurückzahlen? In der Theorie ja. Und das Zurückzahlen ist aber so viel teurer. Habe ich gehört mal. Das weiss ich jetzt nicht. Also das war auch viel Hörensagen in dieser Corona-Zeit. Ja, definitiv. Aber so viel ich weiss, sind die Kredite vergeben worden, Geld an Unternehmen gegeben worden, wo faktisch, und das ist wirklich so, der grösste Teil von dem Geld, das an Unternehmen vergeben worden ist, das sind sogenannte Zombie-Firmen gewesen. Also die hätten ohne günstiges Geld schon vorne Türen müssen zumachen. Jetzt haben sie gratis Geld bekommen, haben noch 2-3 Jahre können weitermachen und jetzt haben sie die Türen zugemacht. Ja. Und der Kohle, der ist einfach versickert. Mhm. Das heisst, der Kohle, der vorne schon rum war, ist verwässert worden. Das, was vorne rum war, ist in der Kuchen ist wie grösser geworden. Ja, und das Teil, das du hast, das ist jetzt aufs Gesamte gesehen jetzt kleiner geworden. Es ist verdünnt worden, wie so ein Sirup, wie man mehr Wasser drin lässt. Und da sind wir jetzt beim Thema Inflation, wo wir ein anderes Mal im Pushcast ausholen können. Wo man aber trotzdem darf auch sagen, gerade klar, auch wenn man da über Inflation redet und so, wir in der Schweiz haben ja also gar kein Problem mit Inflation. Definitiv. Einfach, um das auch mal gesagt zu haben. Es ist Meckern auf höherem Niveau. Absolut. Aber ja, es ist schon krass. Ja, und also eben, wenn man gerade Argentinien, Venezuela oder sonst afrikanische Staaten teilweise auch anschaut, die halt in einem Monat 50% Inflation haben, das ist ganz eine üble Geschichte. Ja. Aber zum Thema nochmal Kohle einfach in irgendwelche Sachen reinblasen, wenn du gratis Geld bekommst, also Nullzinspolitik, hat man dem früher so gesagt, wenn du praktisch für 0% Zinsen Geld von der Bank bekommst, dann tust du das einfach irgendwo rein. Ja. Fertig? Ja. Weil das ist ja gratis. Ja. Du musst keine Zinsen auf Geld zahlen. Und darum hat es dort, also die höchsten Aktienstände, zum Beispiel S&P 500 oder SMI und so. Das ist genau in der Corona-Hochzeit, ja. Ist das gewesen, wo am meisten Geld rum war. Und das meiste Geld ist dann wieder in Aktien. Und darum sind die Kurse dort all-time-high. Ist dann gewesen. Das ist schon crazy, ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass Hochzeit eigentlich zwei Bedeutungen. Aber es ist eben die gleiche Bedeutung. Es ist die Hochzeit von einer Beziehung, wenn du heiratest. Und dann geht es auch wieder bergab. Ja. Ja. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Genau, wir sind ja beide nicht verheiratet von dem her. Ja. Aber ja, Hochzeit am höchsten. Und, ja. Es ist die Hochzeit. All-time high. Aber auf Englisch heisst es ja Marriage. Das ist, glaube ich, mehr... Es ist doch egal, es muss ja nicht von Englisch kommen. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, mehr ein deutsches Ding. Hochzeit. Es ist einfach die deutsche Sprache. Es ist ein rein sprachliches Ding. Nicht es hat die gleiche Bedeutung. So. Es ist ein Synonym. In einem anderen Bereich. Ja, voll. Ich muss mal geschwind schauen, was die Uhr so sagt. Aber ich glaube, wenn der andere jetzt aus dem Ecken langsam zunickt, ist es Zunicken? Ja, es sollte es Zunicken sein. Wir sind bei stolzen 79 Minuten. Ja, das passt doch. Das ist eine schöne Zahl. Das 69 haben wir bereits überschritten. Ja. Das wäre noch eine Zelebrierung wert gewesen. Nächstes Mal machen wir das ist das All-Time-High von dieser Folge wahrscheinlich. Ja, genau.
Also springen wir mal retour zur Minute 69. Mal schauen, was Wette, wir wir haben dort über geschnurrt Schwänze haben. geredet. Wahrscheinlich nicht. Aber Nein. vielleicht dann nächste Woche, wenn es wieder heisst. Ich weiss nicht, was heisst. Ja, nächste Woche heisst es auch wieder Pushcast. Pushcast! Das ist so oh Mann, oh Mann. Chant la bécane, j'fume la beuh. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer.